Salut zusammen und herzlich willkommen zur 36. Folge von Swissinfo. Heute ein bisschen eine speziellere Folge. Denn heute tue ich mal wirklich meine Meinung kundtun und das kommt ja in den anderen Swissinfos nicht so oft vor. Bevor wir aber mit dem anfangen, muss ich euch noch ein paar andere Sachen sagen. Zum einen wird der Kanal minimst umstrukturiert, das bedeutet, es kommen jetzt nicht mehr 2 Swissinfos pro Woche, sondern nur noch am Anfang der Woche ein Swissinfo und am Ende der Woche ein Interview zu einem Thema aus der Swissinfo. Wer weiß, vielleicht bekommen wir da ja wieder einige interessante Antworten. Und apropos Antworten, der eine oder andere hat gefragt, warum ich dann immer nur ein Interview am Stück zeige und nicht manche zusammenschneide. Das finde ich eine durchaus berechtigte Frage und es hat mit einer Erfahrung von mir zu tun. Das letzte Mal, als ich nämlich etwas zusammengeschnitten habe, haben nachher die Leute, die im Video vorgekommen sind, zum Teil gesagt, Moment mal, du hast das doch editiert, das habe ich doch so nicht gesagt, nein. Aber die haben dann am Schluss tatsächlich mit juristischen Schritten verdrohen, obwohl es nicht gestummen hat. Und dann habe ich gefunden, nein, Moment mal, also Entschuldigung, so geht das nicht. Und ab jetzt gehe ich das Risiko einfach nicht mehr ein, damit die Leute auch wirklich bei der Wahrheit bleiben. Dann habe ich bemerkt, dass irgendwie Diskussionen unter den Swissinfos ein bisschen veräppt sind. Das finde ich total schade, weil ich es immer mega toll finde, wenn Leute anfangen zu diskutieren und ihre Meinung austauschen, weil ich dann selber extrem viel lerne. Darum werde ich ab jetzt ein bisschen mehr meine eigene Meinung einfließen lassen, dass der ein oder andere von euch vielleicht ein bisschen aus der Decke gelockt wird und dann anfängt in die Tasten zu hauen. Und für die jetzt denken, oh nein, das zerstört doch den Charakter von der Swissinfo, warum macht der Idiot so etwas? Ich kann euch beruhigen. Meine Meinung geht je nach Thema von links bis rechts und jeder von euch wird einmal gleicher Meinung mit mir sein und einmal finden, hey, das schnurrt doch einfach Stuss. Aber das belebt vermutlich wieder ein bisschen die Debatte und ich schaue jetzt einmal, wie das so ankommt und ob ich überhaupt das durchziehen kann. Aber jedenfalls freue ich mich auf eine wieder ein bisschen weiterentwickelte Diskussion mit euch. So, und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema, zu den Wahlen und wenn ihr mal meine Reaktion seht, als ich gehört habe, dass SVP 11 Sitze gewonnen hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hat es die geschafft, 11 Sitze zu gewinnen und was sagt ich dazu? Und die allerwichtigste Frage ist natürlich, was sagt ihr dazu, aber zu dem kommen wir am Schluss. Kommen wir zur ersten Frage und das ist, warum hat die SVP so viel gewonnen? Die SVP hat wirklich am allermeisten auf sich aufmerksam gemacht, hat auch die absolut klarsten Positionen vertreten und hat den Leuten ein klares, strukturiertes Bild von ihrer Politik gegeben, egal ob man sie jetzt gut oder schlecht findet. Viele andere Parteien haben in diesem Punkt Mühe gehabt und wenn du ein Wähler bist, der sich nicht so gut auskennt und dir einfach nur eine Partei erklären kann, was sie überhaupt als Ziel hat, logisch falsch studieren. Zum anderen ist natürlich die Flüchtlingsproblematik ein erheblicher Lüpfer für die SVP gewesen. Und wenn das bis 2019, also bei den nächsten Wahlen so weiterkommt, würde es mich überhaupt nicht verwundern, wenn die SVP auf 35, vielleicht sogar 38% Wähleranteil kommt. Die SVP hat jetzt zusammen mit anderen bürgerlichen Parteien im Nationalrat die absolute Mehrheit von 101 Sitzen. Die Linken finden das natürlich schlimm und auch die Mitte ist nicht so begeistert davon. Ich finde das Gejomere übertrieben, schließlich gibt es da noch den Ständerat und dort sind noch 19 Sitze offen. Was mir persönlich, und jetzt kommen wir zur zweiten Frage, nämlich der nach meiner Meinung nicht gefällt, ist, dass die SVP noch mehr hätte zulegen können. Ich persönlich finde, dass keine Partei in der Schweiz über 20% Wähleranteil sollte haben, damit Konkordanz nicht verloren geht. Ich persönlich bin eher Fan von Kleinparteien, weil sie eben klein sind. Also jetzt zweifle ich wirklich an meine Deutschkenntnisse. Jedenfalls stößt es bei mir eher auf Abneigung, dass jetzt eine grosse, sogar eher verhältnismäßig Extrempartei noch weiter hätte zulegen. Und liebe SVP-Sympathisanten, für mich ist auch die SP eine Extrempartei, also keine Angst. Ich möchte aber anmerken, dass das, was ich jetzt sage, nicht für immer zählen muss, weil ich ja irgendwie noch ein bisschen jung bin und mir auch später da umentscheiden darf. Aber das ist einfach meine Meinung im Rückblick auf die Wahlen 2015 und ich habe nicht zufälligerweise bis nach den Wahlen gewartet. Nicht, dass es dann heisst, ich habe irgendwie lieben Wähler manipuliert, was ich zwar eh nicht glaube, aber so wichtig bin ich auch wieder nicht. Scheiße! Ich bin halt nicht wichtig. Ich bin nicht wichtig? Ich bin doch wichtig! Okay, ich bin halt nicht wichtig. Wichtig dafür sind Politiker und die habe ich getroffen. Ich bin nämlich an der Wahlverkündung vom Kanton Basel-Stadt und habe den einen oder der andere von ihnen interviewen können. Nicht alle sind besonders nett zu mir, andere Medien haben mich wie der letzte Dreck behandelt, aber es ist trotzdem eine lohnende Erfahrung gewesen. Als letztes habe ich den Nationalrat von der LDP, der Liberaldemokratischen Partei, interviewt. Die LDP ist nicht die FDP ist freisinnig demokratisch, die LDP liberaldemokratisch. Und in der ganzen Schweiz, außer in Basel, haben eben die beiden Parteien zu FDP die Liberalen fusioniert und nur in Basel hat es wieder mal nicht geklappt. Jedenfalls habe ich den interviewt und ich habe dann nachher gefunden, meiner Meinung nach hat der wirklich die besten Antworten gegeben. Und darum spiele ich jetzt zum Ende von dem Video das Interview ein
eure Meinung dazu gerne auch in den Kommentaren. Ihr müsst vielleicht bedenken, dass der Politiker vielleicht eher gemeint hat, ich sei so eine Regionaljourney und dann vielleicht mehr auf Basel bezogene Antworten gegeben hat. Aber ich habe jedenfalls als Schweizer Bürger das Gefühl, mit dem bin ich in Bern an sich gut vertreten. Und darum ist meine Frage an euch, habt ihr einen Politiker, den ihr findet, ja, mit dem sind ihr gut vertreten? Habt ihr eine Partei, die ihr findet, die ist gut, die hat besser müssen abschneiden, die hat schlechter müssen abschneiden? Wer nicht meiner Meinung ist, gerne kritisieren. Von dem lebt ja die Debatte in den Kommentaren. Einfach alles drin und jetzt viel Spaß noch beim kleinen Interview. Ich hoffe, man versteht alles, weil ich hinter dem Mikrofon gestanden bin, was ein bisschen sich nicht so gut auf die Tonqualität ausgewirkt hat. Und jetzt schnurre ich einfach, also ab! Nein, ich meine, auch ohne grosse Wahlplakate und so weiter haben sie mit großem Abstand die Wahl gewonnen. Und was führen sie das zurück? Erst einmal sicher mein Bekanntheitsgrad in Basel als amtierender Regierungsrat, dann wahrscheinlich auch meine Erfahrung, die ich in diesem Amt gewinnen durfte. Und dann haben wir eine sehr gute Liste gehabt von der LDP. Also das sind wahrscheinlich alles Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir jetzt diesen Sitz haben und dass ich da einnehmen darf. Und für die vielleicht ein bisschen jüngeren Zuschauer, was macht der politische Unterschied zwischen der FDP und der LDP und so? Der Unterschied ist nicht riesig, es ist ein historischer einmal. Die Liberalen sind eine Partei von den freien Berufen, also Ärzte, Apothekerinnen, Ingenieure und so weiter, aber auch von Studierenden, von Hausfrauen quer durch und haben eine lange Tradition in Basel. Und die Freisinnigen sind von einer anderen Richtung hergekommen. Das ist die radikaldemokratische Partei, die noch bei den Angestelltenvereinigungen war. Also so gesehen gibt es historische Unterschiede. Und in der Ausrichtung ist es der, dass wir halt völlig frei sind in Basel als liberale Partei. Wir haben nicht müssen nach einer eidgenössischen Marschrichtung uns ausrichten. Also von dort her gibt es schon ein paar Unterschiede. Es hat sich ja abgezeichnet, dass sie eher vorne liegen im Vergleich zum Daniel Stolz. Als sie heute am Morgen aus dem Haus gegangen sind, auf welche Frage von der Journalisten haben sie sich am meisten vorbereitet? Eigentlich auf gar keine, weil ich mich freue. Das ist immer so ein spontanes Element. Was ich aber feststelle, ist, dass alle Journalistinnen und Journalisten sehr gut in das Thema einführen. Man muss ja davon ausgehen, dass Leute zuschauen oder zuhören, die nicht so vertraut sind mit diesen politischen Themen. Und dann freut es mich immer, wenn ich da mithelfen kann, um das eine oder das andere zu erklären. Haben Sie schon Gelegenheit gehabt, mit dem Daniel Stolz zu reden? Ich habe seine Gratulation entgegennehmen und habe ihm gesagt, dass es mir leid tut für ihn persönlich, dass er jetzt nicht mehr mitarbeiten kann und habe auch verschiedenen Medien gesagt, dass es sicher nicht an seiner Arbeit gelegen ist, sondern an der Konstellation. Wie haben Sie die medienspezifisch als letzte Frage in diesem Wahlkampf erlebt? Eher unparteiisch oder? Ja, ich habe nicht irgendwie jetzt könnte sagen, dass irgendwie eine Zeitung oder ein Radio speziell für jemanden oder gegen jemanden war. Es war immer bei mir da, dass man probiert hat, ausgewogen zu sein. So habe ich es empfunden. Dankeschön vielmals. Dankeschön Ihnen.